Amen. Ist es nicht schön, in Gottes Gegenwart zu sein? Merci. Und einfach Gott anbeten. Es ist sehr schön, mit euch zusammen Gott anbeten. Guten Morgen. Habt ihr alle schöne Ferien gehabt? Alle. Wer hat keine Ferien gehabt? Losers. Also, ich habe auch keine Ferien gehabt. Hey, mega cool, dass wir dürfen auch in der Ferienzeit miteinander Gottesdienst feiern, Gott feiern. In 2 Wochen fängt, wer weiß von dem, Ramadan, die muslimische Fasten. Und das hat mir zu dem Thema gebracht, wie du über Fasten predigen. Wir fangen bei uns in der Kirche an, in weniger als einem Monat zusammen fasten. Und zwar, wir machen das vor einer Woche lang als Kirche, wir tun miteinander fasten. Und wer freut sich auf Fasten? Wer tut gerne fasten? Wirklich? Eine Person? Wer fastet da? Wer fastet? So ein bisschen regelmäßig. Doch ein paar. Super. Aber wer gern fastet? Nicht viel. Also es gibt Personen, die fasten, aber gern fasten, das verstehe ich auch. Ich faste auch nicht gern. Ich faste aber nicht gern. Und ich möchte mit euch heute das Thema Fasten nochmal anschauen. Und zwar, was Jesus sagen hat. In der letzten Zeit habe ich wieder mit dem Matthäusbrief angefangen zu lesen. Bin ich in Matthäus Kapitel 6 angekommen, in Bergpredigten. Und mir ist nochmal bewusst gewesen, Jesus spricht von Fasten, gerade nach dem Bergpredigt. Und das hat einfach das Thema Fasten auf ein anderes Niveau wiedergebracht. Das ist genau gleich wichtig, wenn nicht mehr, als im Bergpredigt-Themen. Und es gehört zu unserem Leben. Und ich möchte gerne die Bibelstelle. Ich habe keine PowerPoints, es ist Ferien. Ich habe Ferien genossen, ich habe keine PowerPoints gemacht. Ich bin immer noch im Ferienmodus. Ihr dürft eure Bibel oder eure Handys mal auftun. Und mit mir Matthäusbrief Kapitel 6. Ihre Handys nur, wenn ihr iPhone habt. Sonst bringt nicht viel. Also, Matthäusbrief, Kapitel 6, Vers 16, 17. Wir lesen, Jesus sagt, wenn ihr fastet, solltet ihr nicht sauer drein sehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, damit die Leute merken, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn ihr aber fastet, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht von den Leuten gesehen wirst. Mit deinem Fasten, sondern von deinem Vater, der im Himmel verborgen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also Jesus spricht von Fasten. Doch er nennt fast nie, wie wir sollten fasten. Oder warum wir sollten fasten. Weil das Thema für die Juden damals, es ist ganz klar gewesen. Die Juden haben 3 Hauptpraxis in ihrer Religion gehabt. Eine ist Gebet, das hat immer gegeben. Zweite ist das Geben. Egal was sie das Geben. Die sind Menschen, die es im Zehnten gegeben, die das Geld gegeben haben, die Opfer gegeben haben, das Geben. Und das 3. Praxis, die zu ihrem Glauben und Religion gehört, ist Fasten. Die 3 Themen sind immer regelmäßig in ihrer quasi Diät gewesen. Mit dem haben sie sich immer beschäftigt. Das haben sie gut gekannt. Sie haben gefastet, sie haben gebetet und sie haben gegeben. Und Jesus spricht von allen 3 Themen. Heute wir schauen nur das Thema Fasten miteinander an. Und er muss nicht erklären an den Juden, warum ihr solltet fasten. Oder ihr müsst fasten. Er geht von dem voraus, dass sie fasten. Und sie gehen auch von dem voraus,
dass sie fasten. Sie wissen, ja, wir fasten. Meine Frage an dich ist, gehen wir von dem aus, das ist normal, auch für uns als Christen, die Übungen, Gebet, Gehen und Fasten, es ist nicht fertig. Auch von uns als Gläubig geht weiter. Ist es ganz normal, dass wir beten? Tun wir regelmäßig beten? Da ein bisschen mehr? Ich glaube, ein bisschen mehr Hände gehen auf. Ist es normal, dass wir geben? Ja, ich glaube, vor allem in der Schweiz, wir sind treue, grosszügige Gläubige, ein mega gutes Herz, das geben, das dienen. Und das dritte, Fasten. Gehört Fasten zu unserem regelmäßigen Lebensstil. Jesus selber hat gefastet. Wir sehen es, bevor er mit seinem Dienst angefangen hat, 40 Tage gefastet. Und ich weiss es nicht, ob im Johannes 4 hat er gefastet oder nicht, oder er ist unterwegs gewesen, er trifft sich mit einer samaritanischen Frau und dann kommen seine Jünger und sie bringen ihn Essen und er hat nichts gegessen und sie fragen, hey, willst du etwas essen? Und er sagt, man lebt nicht mehr vom Brot. Brot ist nicht alles, was ich esse. Und die fragen sich selber gegenseitig, hat er schon etwas gegessen? Die haben ihn Essen gebracht. Es kann gut sein, dass er noch gefastet hat. Auch dann. Es kann gut sein, dass auch während seinem Leben, während seinem Dienst, in diesen 3 Jahren, hat er immer wieder gefastet. Wieso? Jesus selber fastet, aber sagt dann seinen Jungen, sie müssen nicht fasten, währenddem dass er noch da ist, erst wenn er geht. Wieso fastet Jesus? Bevor ich kurz in dem hineingehen, würde ich gerne noch etwas sagen. In den 8 Jahren, dass ich hier in der Kirche bin, ich habe noch nie eine Predigt so oft predigt, als das Thema Fasten. Ich habe ihm meine Predigtnotizen angeschaut. Auf meinem Laptop habe ich all meine Fastenpredigten mal rausgenommen und geschaut, hey, wie oft habe ich über Fasten bei uns in der Kirche predigt. Wer mag sich an einen von meinen Predigten über Fasten erinnern? 1 Person, 2, 3, wow, wirklich. Ich weiss, ich habe mindestens 5 Predigten gehabt. Ich mag mich an einen gut erinnern. Das Thema Durchbruch, das hat mich sehr persönlich bewegt. Alle anderen gewisse Predigten bin ich durchgegangen und ich habe gedacht, oh wow. Ich habe es predigt, nicht schlecht. Eigentlich könnte ich das nochmal predigen heute. Kann ich einen von meinen alten Predigten nehmen und wieder predigen und niemand merkt. Sollte ich wirklich einiges das probieren? Hast du das mal gemacht, Micha? Nein, aber ich habe die Frage auch schon gestellt. Das ist eine gefährliche Frage zum Stellen. Micha sagt, es ist eine gefährliche Frage zum Stellen. Ich glaube, wir müssen das mal machen. Und schauen, wer merkt. Wir predigen oft über Fasten. Wir reden fast jedes Jahr über das Thema Fasten. Ich weiss, ich habe predigt über Durchbruch, Demut, wieso, warum Fasten. Was es bringt, Fasten vor dem Krieg. Vor dem Kampf, vor dem Versuchungen. Die sind all meine Themen gewesen. Ich habe über alles predigt. Und doch, wieso erleben wir nicht mehr Fasten? Und ich bin auf 3 Gründe gekommen, heute Morgen, wieso wir als Gläubig sind nicht so Fan von Fasten. Eine ist Angst. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du über das Thema Fasten hörst. Bei mir macht es schon manchmal ein bisschen Angst. Angst vor nicht schaffen. Angst vor dem, dass ich es anfangen kann, aber nicht bis Ende bringen, weil dann werde ich schwach oder krank oder mir geht es nicht gut. Angst vor Hunger. Was, wenn ich verhungere? Und wenn ich nicht mehr mag? Und was passiert dann? Das nicht wissen. Aber eher Angst vor, ja, ich schaffe es nicht. Ich glaube, ich kann verzichten von Fernsehen und ich rede wirklich fast vom Essen heute. Nicht vom Handy, nicht von Filmen und Netflix. Das ist alles gut. Nicht vom Süßigkeit und Alkohol. Ich rede das proper echte Fasten. Und ja, ich nenne das echte Fasten von Essen, wo am schwierigsten ist.
Und wir haben Angst, weil wir denken, hey, das schaffe ich einfach nicht. Von Essen, ich brauche das. Und anstelle von mal unsere Schwachheit von Gott bringen und sagen, ich habe Angst. Ich weiß nicht wie. Ich weiß, ob ich das schaffe. Und von Gott das Kraft empfangen. Wir entscheiden uns, ich will nicht fasten. Lieber Verzicht auf Süßigkeit. Das ist auch gut, aber ich möchte heute euch wirklich ermutigen, auf Essen verzichten. Und es gibt auch unterschiedliche Art und Weise, wie wir das machen können. Wir können auch am Frühstück und zum Mittag verzichten und zur Nacht wieder essen. Das ist ein Partial, halb Fasten. Oder wie der Daniel fasten, der auf gewisse Essen-Sachen verzichtet hat. Es gibt unterschiedliche Arten, wie es mir ins Bucklet, das könnt ihr noch euch anschauen. Und zweitens, wieso manchmal wir fasten doch nicht, obwohl wir wissen, das ist wichtig. Im Alten Testament hat jeder gefastet, im Neuen Testament, wir lesen von der Fasten und doch, wir kämpfen mit dem Thema, ist vielleicht nicht wissen. Es ist einfach uns nicht so bewusst. Ich weiss, im Iran, jeden Mittwoch war ein Fastentag. Das ist normal. Jeden Mittwoch, die Gemeindeleitung hat gefastet. Sie haben am Frühstück und Mittag nicht gegessen und erst am Abend haben sie wieder gegessen. So, mein Papi war jeden Mittwoch am Fasten. Unsere ganze Gemeindeleitung war normalerweise am Fasten. Und ich mag mich erinnern, ich war in Amerika und ich habe unsere ehemalige Gemeindeleitung besuchen bei ihnen daheim. Es war Mittwoch. Und ich bin zu ihnen gegangen und sie haben den Tisch gesetzt und der ehemalige Gemeindeleiter hat nicht gegessen. Und ich habe gesagt, Onkel Stellin, wieso isst du nicht? Er sagt, es ist Mittwoch. Ja, aber du bist nicht mehr im Iran, der Kirche gibt nicht mehr. Wieso fastest du immer noch? Sage, es ist Mittwoch. Ja, aber warum? Ja, es ist einfach Mittwoch. Wir haben immer gefastet am Mittwoch. Frage nicht, warum. Ich faste einfach. Ich habe es irgendwie herzig gefunden. Ich weiß nicht, richtig oder falsch. Aber irgendwie herzig, dass nach 40 Jahren der Gemeindeleiter immer sagt, es ist Mittwoch. Ich faste einfach, es ist Mittwoch. Wir haben immer gelernt, vor dem Abendmahl, am Sonntag, wo es Abendmahl gegeben hat, wir haben Gottesdienst am Abend gehabt, einfach vor dem Abendmahl, du tust fasten. Und das war ganz normal. An dem Sonntag, wo Abendmahl gibt, du fastest den ganzen Tag, dann gehst du in den Kirche am Abend, dann hast du Abendmahl, nachher kannst du noch essen. Und du brichst den Fasten mit dem Abendmahl. Und wie oft ist das eine Praxis bei uns in der Kirche? Es ist ein bisschen traurig und ich muss mich entschuldigen. Ich bin auch schuld an dem, dass wir nur einmal im Jahr fasten und nur eine Woche. Wer hat Lust, noch mehr fasten? Gut, wir können am einmal im Jahr anfangen. Aber eine Frage an euch. Ich habe das Fasten von meinen Eltern gelernt. Als Mami, als Papi. Wie oft fasten wir daheim und wir sagen, ich bin am Fasten. Ihr könnt essen. Ich bin am Fasten. Einfach regelmäßig, dass sie sehen, Mami und Papi sind am Fasten. Das gehört zu unserem christlichen Leben. Wie wachsen unsere Kinder mit dem Gebet, geben und fasten? Das Unwissen, das nicht, das gehört nicht zu meinem Alltag. Und das Dritte, das ist ein bisschen schlimm, das gibt es niemand da in der Kirche. Ich glaube, das sind andere Gemeinden, andere Kirchen, das ist das Thema Rebellion. Die wissen, wie wichtig das ist, die Wissen haben, die Willen haben, aber wollen einfach nicht. Das gilt euch nicht. Die sind Menschen, die einfach ihr Herz ein bisschen schliessen und sagen, nein, danke, das geht nicht. Ja, ist gut, das muss ich nicht. Und ich glaube, egal, das ist Angst von dem, dass ich es schaffe nicht oder ich weiß es nicht, wie und das nicht wissen oder ist Rebellion, dass, egal was es ist, Gott kann das in unserem Leben, unser christliches Leben zerbrechen. Wieso? Wieso ist das wichtig? Ich glaube, gewisse von euch, die sind seit 8 Jahren hier in der Kirche und haben all meine Predigten über Fasten schon gehört und mögt euch erinnern, könnt ihr besser als ich erklären, wieso ist Fasten wichtig. Ich sage 6 kleine Punkte und eigentlich bin ich schon am Schluss von meiner Predigt. Das ist eine kurze Predigt. Okay. Wieso haben Menschen in der Bibel gefastet? Weil das gilt auch für mich heute.
Wir Menschen haben sich und nicht viel gross verändert. Gott ist derselbe Gott. Und ich muss sagen, ich weiss, mein Predigt heute, im Vergleich von all die anderen Predigten über Fasten, ist sehr simpel. Und ich habe meine eigene Predigt angeschaut und gedacht, das ist so simpel. Ich könnte einen von der alten, starken Predigt Fasten vor dem Kampf nehmen. Durchbruch durch Fasten. Aber ich glaube, ich behalte es simpel heute. Weil es ist simpel. Es ist einfach simpel. Es braucht nicht viel Geist und Emotionen. Erstens, Fasten ist tatsächlich eine Disziplin. Menschen in der Bibel haben gefastet, wie sie haben nach Gottes Weisheit, Führung und Leitung gesucht. Sie wollten, dass Gott sie führt und leitet und einen Weg zeigt. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Sie wollten Paulus und Barnabas schicken, aber bevor sie den Paulus und Barnabas weiterschicken, die Mission, haben sie gefastet und betet. Wir sehen das im Alten Testament mit Ezra. Er hat etwas auf sein Herz, aber er hat Gottes Führung noch gesucht. Er hat gefastet und betet, er hat den ganzen Israel gesammelt, hat dann alle gesagt, lass uns miteinander fasten und hat Gott gesucht und hat Gott mit ihnen ganz klar geredet und ganz klar gesagt, wodurch und was müssen sie machen. Leute in der Bibel haben gefastet wegen der Sünde. Wenn sie etwas nicht Gutes da haben, wenn sie wollen sich bekehren, Buße tun, sie haben sich demütigt von Gott durch Fasten. Ihre Reue haben sie Gott durch Fasten gezeigt. Wenn ich das letzte Mal, wo wir gesündigt haben, heute, gestern, und wie oft wir auch in dem hinein, Nineveh, Menschen von Nineveh, David, im Joel 2,12 sagt, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Kehrt um zu mir. Mit Fasten, mit Weinen. Und das sagt die echte Reue. Nicht, es tut mir leid, Jesus, sondern hey, es tut mir wirklich leid. Ich habe gesündigt gegen dich. Und geistliche Stärke, Überwindung von Versuchung. Ich meine, wir sehen Jesus vor seinem Dienst hat angefangen 40 Tage mit Fasten, sich geistlich vorbereitet. Das machen auch viel vor dem Predigen oder vor dem Dienst einsteigen. Einfach sich geistlich mal vorbereiten, Geist austreiben, Dämonen austreiben, sich vorbereiten vor so einem geistlichen Kampf. Fürbitte von den anderen Personen. Wir sehen das in Esther. Sie hat gefastet als Fürbitte für Israel. Wir sehen das mit Nehemia, mit Jeremia, mit Jesaja, mit Hesekiel. Immer als Fürbitte von anderen Volken, von anderen Menschen oder ihrer eigenen Volken, Familie, was auch immer, haben sie gefastet und betet. Wir sehen das mit Daniel. Er hat gefastet und betet von den Volken Israel. Er hat Gott damit gesucht. Also wenn du für deine Tochter, für deinen Sohn betest, dass sie Gott kennenlernen, fang an mit Fasten. Wenn du in Fürbitte stehst für deine Eltern, fang an mit Fasten. Wenn du in Fürbitte stehst für deinen Kollegen, die Jesus noch nicht kennen, fang an mit Fasten. Trau und Ausdruck von Sorgen und Kummer. Und der letzte, Erweckung und geistlicher Durchbruch. Und das sehen wir beim Nehemia, das sehen wir auch im Jesaja, wo sie einen gefassten Gottesdurchbruch erlebt. Bevor wir Gottesdienst angefangen haben, wir sind in einer Gruppe da gewesen von das Team, das hörendes Gebet macht. Heute nach dem Gottesdienst, oder während dem Lobpreis und nach dem Gottesdienst, wir haben das Team, das da ist, bereit ist und möchte gerne für dich hören. Auf Gott hören und sehen, was Gott wird heute dir sagen. Das ist sehr, sehr powerful. Aber mit dem Team haben wir uns mal kurz getroffen und wir haben austauscht, was das Thema ist heute und was wir machen. Und sie haben gefunden, weißt du was, wir tun jetzt beten und wir tun jetzt auf Gott hören, was Gott möchte heute an der Kirche sagen. Und sie haben dann gebetet miteinander und haben das Bild gesehen, das ich möchte euch weitergeben. Und zwar, das Team hat die folgende Bild gesehen. Sie haben die Sonne gesehen, die hell strahlt. Vor der Sonne ist ein
Ei gesehen. Und auf dem Ei drauf ist Feuer gesehen. Dann haben sie gebetet und haben Gott gefragt. Ich hoffe, ich sage das alles richtig. Bis jetzt gut. Und sie haben Gott gefragt, okay, was würdest du mit dem sagen? Sonne, Ei, Feuer. Und Gott hat die folgende Botschaft ihnen offenbart. Und er hat ihnen gesagt, die Ei sind die Menschen. Erfüllt mit Potenzial, erfüllt mit Fähigkeiten, mit Sachen, die ich möchte umsetzen. Die ich möchte etwas von dem machen, aber es ist in der Schale rein. Und die Schale muss brechen. Und der Feuer ist der Heilige Geist, wo die Fähigkeit, wo der Potenzial schenkt, wo die Schale bricht. Und die Sonne, die brennt, ist Jesus, wo hinter der Person oder der Ei steht. Ich habe auch über das gebetet, kurz vor dem Gottesdienst. Und in dem Stelle erwecke ich von der geistlichen Durchbruch. Ich meine, wer ist da und sagt, ich will nicht. Ich will nicht, dass meine Schalen brechen. Erstens, wer ist da und sagt, ich habe keine Schale? So, ich habe immer noch Schale. Und wer wird da stehen und sagen, nein, ich will nicht, dass meine Schalen brechen? Oder ich habe kein Potenzial in mir. Ich glaube fest, Gott sieht Potenzial in dir. Und er möchte dir dieses Potenzial freisetzen. Die Gabe, deine Berufung freisetzen. Gott möchte, dass du vollkommen darfst in dieser Berufung leben. Nicht ein bisschen von dem, sondern in Erfüllung von das, was er dir gegeben hat. Und dafür schickt er den Heiligen Geist. Und Jesus ist neben dir und möchte dich befreien. Jetzt, bevor ich fertig zum Schluss komme, möchte ich etwas mit euch machen. Wenn Jesus sagt, wenn ihr fastet, nicht falsch und obtuend fasten, wenn ihr fastet. Wir glauben, dass wir als Gläubig dürfen Gottes Stimme hören. Und ich möchte jetzt euch ermutigen, auf Gott zu hören. Wir nehmen 1 Minute Zeit und wir möchten Gott fragen. In weniger als einem Monat ist die Zeit zum Fasten. Ich möchte, dass du Gott fragst, für was darf ich fasten? Für was darf ich fasten? Und ich möchte, dass Gott einfach mit unserem Herz sprechen und einfach sein Gedanken uns offenbaren, für was darf ich fasten? Ich werde beten und dann einfach hören auf Gottes Stimme. Merci, Heiliger Geist, dass du gegenwärtig bist. Merci, dass du mit uns sprichst. Merci, dass wir dürfen deine Stimme hören. Wir wollen uns demutigen und gehorsam dich fragen. Warum darf ich mich demutigen im Fasten, mir Zeit nehmen mit dir? Amen. Wir fangen das neue Predigtserie ab nächster Woche oder in 2 Wochen. Das heisst, es geht um Stillsee. Es geht um Sabbat behalten. Es geht um Ruhe. Lernen, wie als Christ mache ich wieder Sabbat, mache ich stille Zeit.
Und gehe ich wirklich in Ruhe im Alltag. Fastengebetszeit gehen wir auch mit dem Sicht hinein, still sein von Gott. Und eine nähe, neue Begegnung mit Gott haben. Wir glauben, das Fasten ist nicht eine Diät. Es ist nicht da zum Abnehmen. Manchmal hilft, manchmal nicht, aber es ist nicht der Hauptfokus. Hauptfokus ist Gott näher kommen. Es ist unsere Gebet, die intensiver werden. Ich habe am Anfang gesagt, wer fastet, gewisse Hände sind aufgegangen. Wer tut gerne fasten, keine Hand ist aufgegangen. Fasten ist Herausforderung. Fasten ist mühsam. Es kommt amigs mit Kopfschmerzen und Magenbeschwerden und Müdigkeit. Es ist nicht lustig, überhaupt nicht. All die Fasten haben würden sagen, das hat nicht an sich selber Spass gemacht. Mich verhungern und Essen wegnehmen von meinem Körper macht nicht Spass. Aber jeder, der fastet hat, wird gleichzeitig dir sagen, es lohnt sich. Weil es hat mein geistliches Leben gestärkt. Weil ich kann doch anders beten. Weil ich durfte Gott in dem Zeit anders begegnen. Es hat mir so gut getan. Und deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen, wenn ihr fastet, macht Fasten, genau wie Gebet und Geben, eine regelmäßige Praxis, Übung in eurem christlichen Lebensstil. Lasst uns als Kirche vorbildlich sein. Lasst uns als Eltern vorbildlich sein. Von der nächsten Generation. Lasst uns lernen miteinander fasten. Wir dürfen wachsen, wir dürfen Durchbruch erleben. Durch Fasten. Indem wir uns demutigen von Gott. Gut. Ich freue mich auf Fastenzeit mit euch. Ich freue mich mal Zeugnis zu hören, wie ihr das erlebt habt, wie mühsam das war und gleichzeitig würde ich hören, was Gott hat in dieser Zeit mit uns gemacht. Ich möchte das Worship-Team kurz einladen. Ich würde beten mit dem Gebet abschließen. Und wir werden jetzt im Lobpreisteam einsteigen. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben auch heute hörendes Gebet. Die sind ein Team, wo mit dir selber auf Gott hören. Du kannst entweder ihnen fragen, sagen, das Thema beschäftigt mich oder das liegt auf mein Herz. Oder was auch immer, kannst du sagen, könntet ihr mit mir und Gott mal hören, was Gott dort zu sagen hat. Oder du darfst auch einfach uningeniert gehen und sagen, ich möchte einfach von Gott heute hören. Was hat er auf sein Herz heute für mich? Das hörendes Gebetsteam steht auf meiner rechten Seite, eurer linken Seite. Ihr dürft zu ihnen gehen, sie nehmen sich Zeit, sie schreiben dann auf, geben dir und du darfst auch ermutigt von dem wegkommen. Ich möchte beten und wir tun jetzt in Worship einsteigen. Merci, Jesus, dass du unser Vorbild bist. Danke, dass wir dürfen von dir lernen. Und danke für dein Wort. Danke für deine Predigt. Danke für das, was du mit uns weitergibst. Und danke für deine guten Gedanken von unserem Leben, von unserer Zukunft, von unserer Familie. Danke, dass unser Leben dir ist nicht egal. Und danke, dass du dich kümmerst um uns. Merci für deine Pläne für die Zukunft. Die sind wunderbar. Und ich bitte, dass du dich offenbarst. Dass du deine Gedanken, deine Pläne uns offenbarst. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du kommst mit Zeichen, mit Wunder, mit Wiederherstellung und Heilung. Unser Herz, unsere Seele, unser Geist, unsere Gedanken. Wir geben uns dir, Herr. Und merci, dass du gegenwärtig bist. Amen.